Guten Morgen. Sie froh eng Pressekonferenz haut zusammen mit dem Forschungsminister zu machen, weil der ganz wichtigen Akteur ist an dieser Pandemie und auch ein ganz Reihe interessante Projekte werden umgesetzt gehen an den nächsten Wochen an dich. Das Pandemie, den Covid-19, fordert uns alle Guten zusammen. Fordert uns als Gesellschaft, fordert natürlich auch als Wirtschaft und fordert andere Akteure wie als Santé, an erster Linie und auch uns Forschung. Das ist ein Virus, den wir nicht kennen, den wir müssen kennenlernen, und da setzen wir alles drin, für das gemeinsam zu machen mit allen Moyens, die wir haben. Der Virus ist noch immer da. Leider ist er noch immer da. Wir haben noch immer keine Medikamente da gehen, wir haben keine Impfung, müssen also da leben. Und dafür ist es während dem Dekonfinement, wo wir löser als Aktivitäten abmachen, immens wichtig, dass wir die nötigen Präkautionen holen, dass wir alle Moyens durchsetzen, für das so gut wie möglich hinzukriegen, und für die Verbreitung vom Virus loszuhalten. Wir können aber heute sagen, dass wir ganz ernst aufgestellt sind wie am Anfang von dieser Pandemie, wo man gar nicht nachkann. Wir sind heute bereit an einem gewissen Sinn. Wir haben den Virus kennengelernt, dadurch, dass wir eine Erstwelle hatten, die nicht allzu viel schlimm an den Spitälern verlaufen was am Vergleich zu Szenarien, die man als Notbeschländer gesehen haben. Wir kennen an dem Sinn, dass wir wissen, was das bedeutet für als Spitäler, was das Fleisch bedeutet, was das Material bedeutet, was wir brauchen, um mit dem Virus umzugehen. Wir kennen noch, an dem wir wissen, was wir aus Surplus und Schutzmaterial brauchen, für als Personal, was am Kontakt ist mit Leuten, die Covid plus sind. Das sind alle Circonstanzen, die man au départ nicht so genau kannten, weil der Virus nicht kannte. Die Situation hat sich entretemps auch beruhigt. Wir sehen ganz klar, dass die Ruf von den Neuinfizierten auf unseren Intensivstationen seit den so das Licht Ende vom Tunnel Abstand haut nach 20 Leute auf der Intensivstation. Das ist eine Situation, die uns konfirmieren möchte, dass wir bereit sind, für wirklich neue Steps zu holen, auch für los können eben an eine Situation zu kommen, wo wir wirklich mit dem Virus probieren zu leben. Während dem Dekonfinement sind 3 Sachen hauptsächlich wichtig. Das eine ist, dass wir weiterhin evitieren, dass der Virus sich verbreitet. Da sind wir alle zusammen gefordert, mit Disziplin, auch zum Teil mit Kreativität. Wir müssen auf Distanz bleiben, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir als Aktivitäten können anlaufen lassen und trotzdem dafür sorgen, dass wir als nicht zu nahe kommen, Sachen also, die wir nicht so gewöhnt wären. Neben dem ist extrem wichtig, dass wir weiter probieren, alles drin zu setzen, für zu testen, für alle neue Tester, die man kriegen, wirklich an den Ansatz zu kriegen. Für dass wir die Leute, die positiv sind, auch zurückziehen, dass wir sie können isolieren von den anderen Leuten, für dass uns eben justement nicht weiter ausstechen. Das ist extrem wichtig, die ganze Zeit schon an der Krise und an den nächsten Wochen am Ende natürlich umso mehr. Dann ist es aber auch wichtig, dass wir alles daraus setzen, und da kommt Forschung mit ans Spiel, für wirklich das Virus so gut wie möglich kennenzulernen. Forschung weltweit ist beschäftigt mit dem Virus und natürlich auch hier am Land. Wir müssen es verstehen, was denn ist, was das bedeutet, wie es sich weiterentwickelt. Wir müssen aber auch verstehen, wie ihn weiter behandeln, wie ihn sich verbreitet. Es gibt ganz viele Sachen, die von vielen Seiten bearbeitet gehen. Ein indispensablen Akteur, also, den uns von Anfang an begleitet wird, auf unserem Weg mit diesem Virus. Wir haben an der Santé von Anfang an zusammen mit den Akteuren von Terrain geschafft. Das sind die an erster Front sind Doktoren, Spitäler, aber auch Leute, die auf den Daten arbeiten. Den Stadtteil zum Beispiel, die Uni Lützeburg hat uns geholfen, Kurven developieren, Modellisationen machen. Wir haben zusammen geschafft mit den Experten rund um den Virus, mit den Virologen, rund um den Conseil supérieur des maladies infectieuses, den Schritt für Schritt des Krise begleitet wird, an unserer Direktion von der Santé auch die nötigen Conseille geliefert wird, für Protokolle en place zu setzen, wie wir den Virus behandeln, welche Mesuren wir so an der Platz wollen. Mit der Forschung haben wir bislang echt informell zusammen geschafft, ein ganz spontan Zusammenarbeit rund um Zahlenmaterial für das zu analysieren, für Prognosen aufzustellen. Das Zusammenarbeit haben wir dieses Weekend formalisiert. Für das nächste Phase vom Dekonfinement haben wir ein Partnerariat mit der Forschung, mit einem ganzen Konsortium mit der Uni Lützeburg, auch mit anderen Akteuren, für dass sie für uns als Daten überschaffen, für uns Projektionen zu etablieren, also regelmäßig Rapport zu machen, als Zahlen zu interpretieren. Das heißt, wir haben für das Phase wirklich einen festen Partner auf der Seite von unserer Forschung am Bereich vom Monitoring von unseren Daten und auch von der Interpretation von unseren Daten.
Donief wir seit dem 8. April ein großes Projekt zusammenlaufen, noch mal am Luxemburg Institute of Health, das ist die Institut Convince, die als wir helfen, den Virus besser verstehen. Das ist eine große Etude, wo ein Echantillon von unserer Population sozusagen gescreent wird. Da sind wir bei 1818 Leute, die da mitmachen, Stand heute, die regelmäßig getestet gehen, sowohl auf Präsenz vom Virus, also Prävalenz vom Virus, wie auch auf Präsenz von eventuellen Antikörpern. Das ist ein ganz wichtiges Projekt, das wir auch mit der Forschung zusammen machen, für hier am Land einen besseren Überblick zu kriegen, wie sich der Virus ausbricht. Das sind alles ziemlich einzigartige Bausteine, die Lützeburg aufgebaut hat am Bereich von der Forschung rund um den Virus und werde doch nicht dabei bleiben. Den nächsten großen Schritt, an das den Haut mehr am Fokus auch wird stehen, an sich an als Teststrategie ausschreibt, als ein ganz ambitiöses Projekt, das uns erlauben wird, Großteile von unserer Population wirklich durchzutesten und dadurch auch wirklich eine Vue zu kriegen, ob als ganz Land, die an dem Ausmaß, wo sich kein anderes Land nach Stand Haut zustande gekriegt hat. Der Virus aus Neuland. Und dafür gibt es eine Fleisch, aber als Teststrategie generell zurückkommen, für die zu erklären. Das ist kompliziert, das ist auch viel Evolution. Das Neuland in dem Sinn, dass wir uns vielleicht schon müssen abstellen, am Land für überhaupt zu testen. Wenn der neue Virus ist, geht es auch nicht direkt testen dafür. Das heißt, dass alles lös en place kommt. Wir waren ganz schnell bereit, mit dem LNS, nach dem ersten Fall, wo wir hatten, für wirklich die Tester auch hier am Land können zu machen. Ab da machen wir eine erste Kategorie Tester, das nennt den Reaktivtester. Was ist ein reaktiver Test? Das heißt, wir haben Leute, die ein Symptom haben, und durch die Welt, die das Symptom haben, testen wir sie, und da stellen wir fest, ob sie positiv sind oder nicht. Das ist am Anfang der ganz normalen Testprotokoll, den auch nachher mal wird weiterlaufen hier am Land. Stand heute sind wir so weit, dass wir wirklich schiedsverein die Symptome präsentiert, die aber Bezug sind, ob den Corona können testen durch die Reaktivtester, die wir en place haben. Da können wir aber eine Kapazität von 1000 Tester pro Tag gehen. Dann testen wir dann noch, aber auch proaktiv. Für was konnte man das am Anfang nicht machen? Weil wir genau bei den Testern wie bei vielen anderen Sachen limitiert waren. Wir hatten nicht all das Material, was wir gebraucht haben. Die Quantitäten waren nicht da, man musste sparsam sein. Auf höhere Mesure, genau wie mit dem Schutzmaterial ist. Wenn wir mehr Material kriegen, wenn wir mehr Tester zur Verfügung haben, können wir eine Strategie ausbreiten. Stand heute sind wir im proaktiven Bereich so weit, dass wir es können erlauben am Gesundheitssektor, das heißt an den Spitälern, aber auch an der Maison de Soins, das heißt all die Leute, die potenzieller Kontakt sind mit Covid plus Leute, dass wir die viel mehr regelmäßig können testen. Das heißt auch asymptomatische Leute können da getestet gehen. Sie können auch à la demande getestet gehen. Das heißt, wir schon viel mehr eine poussierte Strategie für die Leute, die wirklich an direktem Kontakt sind. Daneben haben wir letzte Woche ein grosses Projekt lanciert, für an der Maison de Soins ein systematischen Testing en place zu setzen. Das ist ganz wichtig. Ihr wisst, dass ältere Leute besonders exposiert sind für schwere Konsequenzen von diesem Virus davon zu drohen. Dafür ist es als wichtig gewesen, als erste Priorität wirklich flächendeckenden Test an der Maison de Soins loszulegen. Das könnt ganz gut führen. Wir haben einerseits 4 Maison de Soins schon durchgetestet, Stand heute. Das vorgehen dann nach 2 pro Tag weitergemacht. Das läuft gut an. Zusätzlich noch eine Reihe Häuser, die das schon am Vierfeld gemacht hatten, die kommen los zu summen. Und ich kann auch so Stand heute, als das echt beruhigend, das erlaubt, als die positiv Leute sowohl im Niveau vom Personal wie auch bei der Belegschaft, also bei den Leuten, die da wohnen, die da ihren Domizil haben, zu identifizieren und dementsprechend auch Mesuren en place zu setzen, dass sie den Virus nicht weiter gehen und hier Mitbewohner respektive die Leute mit ihnen zusammen schaffen. Daneben haben wir auch noch immer am proaktiven sogenannten Clusterprävalenztester gestartet. Ein Clusterprävalenztester, das hat wir in einer bestimmten Gruppe, das haben wir im Kontext vom Dekonfinement gemacht. Dem Moment, wo der Bausektor abgegangen ist, mit all den Betrieben, die rundherum konzerniert sind, als ein Echantillon berechnet gehen, die repräsentativ soll sie für diesen Sektor, aber das Leute oder den Echantillon von Leuten, der konnte getestet gehen, wirklich den Sektor abgegangen, also den 20. April. Den Test ist aufgeschlossen, wo wir echt Resultate, wo wir darauf warten. Am selben Sinn können wir zusätzlich Clustertests machen, Prävalenzclustertesten, mit Orlo, und das ist wirklich den neuen Moment, seit wir am LIH wirklich einen ganz fiablen Partner von tun, mit dem wir zusammen schaffen, wird es möglich sein, an
Darüber geht am Detail insistiert doch nach viel mehr Flächendecken zu testen, weil wir einen Prävalenztest machen ob einem Echantillon und das wäre beunruhigt, also extrem wichtig, dass ich kann Hannen drohen Flächendecken testen und das Robfeieren auf höhere Mesure bis zu einer enormer Kapazität, die wir haben. Und das ist für uns ein ganz optimistischen Moment, weil wir dadurch wirklich gute Monitoringwerten auf Platz kriegen mit ganz großen Kapazitäten, die wir als Land gehen haben. Dieses Projekt ist enregistriert, geht nicht mehr spät wie letzte Woche. Das ist ein neuer Test, den CE-Nummer, seine Zulässigkeitsnummer, das ist ein Eudamed-System, gekriegt wird durch eine Genehmigung hier von Lützeburg, letzte Freitag, den 24. April. Steht dem also nicht mehr an der Face. Das ist ein ganz ambitiöses Projekt, wird können deployiert gehen. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung für den LIH am Niveau von der Logistik, natürlich auch am Niveau von der Analyse von den Daten. Und wir sind ganz froh, können mit so einem Partner zu schaffen, weil da ist wirklich erlaubt, auch als Regierung an zusammen mit allen Akteuren ein ganz gutes Monitoring auf Platz zu kriegen. Voilà, das wäre von meiner Seite. Ich gebe vielleicht ein Wort gehen für zur Umsetzung des kommen. Ja, vielmals merci, Paulette. Lehnert vieles auch schon gesagt. Ich will eigentlich unterstreichen, dass die ganze Forschungskommunität zu Lützeburg sich auch am Anfang von der Covid-19-Krise ganz spontan auch mobilisiert oder manifestiert hat, dann mit den anderen Akteuren, sie den Spitäler, der Gesundheitsakteur und dem Santé-Minister, anderen Ministerien natürlich geguckt hat, wie sie hier Kompetenz kennt an den Dienst, sowohl von der Santé publique, wie natürlich aber auch von der Recherche setzen. Am Research Lützeburg ist ja eine ganz breite Equipe, die abgestaltet ist, den LIH, der Luxembourg Institute of Health, der LISA, der Luxembourg Institute of Social Economic Research, der LIS, der Luxembourg Institute of Science and Technology, d'Uni Lützeburg, der Fonds National de la Recherche, die dort Summe von tun, geguckt haben, wen bei ihnen intern Kompetenz hat für Hai. Ja, irgendwie können eine Kontribution zu liefern. An die Bandbreite, die auch hier von Kompetenzen bei Nekommas, die ist schon ganz impressionant. Das geht natürlich von medizinischen, epidemiologischen Kompetenzen bis hin aber zu der Analyse von sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen von dieser Krise. Und ich denke, dass dort also auch von der Seite von der Recherche die richtige Approche. Die Covid-19 ist eine globale Herausforderung, das ist eine transversale Herausforderung, an dem dort gehe an dem Esprit hat auch die Recherche zu Lützeburg sich abgestaltet für zu Dinge. Dass das ganz breit und ganz tief auch an die Recherchelandschaft zu Lützeburg herangreift, weist ein ganz rezenten Appell vom Fonds National de la Recherche, wo 69 Projekte präsentiert wurden, am Zusammenhang mit Covid-19 30 wurden, das selektioniert, alle Projekte haben bis zu 80.000 € mitfinanziert, gehen über den FNR an insgesamt eine Envelope von 1,52 Millionen. Und auch da gesagt die ganze Panoplie, die Bandbreite von Kompetenzen, wirklich Recherche, medikal, biomedikal, de Computer Science, Sciences Sociales, den Droit und Geschichte, Ökonomie, all die Fachbereiche sind da vertreten, gucken, sich zu mobilisieren für sowohl die Covid-19 und die Auswirkungen als Rechercheobjekt zu holen, das natürlich der Vorwärts auch vom Forscher stimuliert, mehr aber gerade so gut eine Kontribution für andere Decideuren am Santé-Bereich oder öffentliche Decideure können zu leisten. Covid-19 Taskforce ist dann ein gutes Beispiel, auch wie die Forschung sich kann an den Dienst von der Santé publique stellen, mit dem, was Lohn als zusätzlichen Testkapazität dabei kann, als zusätzlichen Testprojekt dabei können nach ein Jahr wirklich eine andere Dimension erreichen von dem Suivi von Covid-19 an unserer Population. Es geht hier wirklich darum, für ein Testing à très grande échelle zu machen, wo wir noch am maximalen Ausbau die ganze Population vom Land innerhalb von engem Mondkännten testen, etwas, was kein anderes Land bislang so envisagiert hat, mit einer Testkapazität von bis zu 20.000 Tester den Tag. Für was machen wir? Nur gerade, weil es eben noch am Dekonfinement wichtig ist, zu testen, an Informationen zu holen über den Virus, wo es bei Wirmen ist, von Wirmen ob Wirmen geht, was für ein Wehr, das dann durch als Gesellschaft weiterhin sicht.
Wir müssen ja irgendwie lernen, am COVID-19 zu leben, weil es noch nicht auf absehbare Zeit werden Impfstoff respektive Medikament gehen an die Hoffnung, dass er vom selben sich wird zurückziehen, ja auch nicht all zu groß ist. Und dafür heißt das, man Virus leben, heißt das Virus verstehen, heißt zu kontrollieren, heißt eben auch zu testen für Informationen zu holen, heißt eben auch zu testen, für gezielt können zu isolieren am Platz, dass man ja, wie momentan aber nach breitflächigste Fall aus ganz viele Sektoren ganz stark beruhigte Hund zum Deal angesperrt und isoliert und wir nur gezielt können zu isolieren, also mal die Ausbreitung vom Virus dauerhaft können zu bremsen, an dem es eben die Leute, die infektiös sind, ganz gezielt dann auch an der Fläche können getestet und isoliert gehen, ohne eben das Sozialleben komplett zu limitieren, wie man die letzten Wochen müssen machen. Mehr testen heißt also auch nach Einkeier ein Stück mehr Freiheit zurückzugehen, mehr Aktivitäten auch können es zu autorisieren, wo die Regierung ja am Gang ist, zu gucken, wie man mit dem Dekonfinementsplan weiterführen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, für eben mehr Aktivitäten können umzugehen, an die Leute mehr Freiheiten zurückzugehen. Wenn man eben wissen, wo der Virus ist und wie sich verbreitet, dann können wir auch hier an die Leute Männer absperren, an ihnen mehr Leben und mehr Freiheiten zurückgehen. Den Dekonfinement geht also begleitet durch ganz unterschiedliche Tester und Testoptionen, auch an Heiken und eng dabei, der Large-Scale-Testing, für noch temps réel zu gesehen, wo denn der Virus wie sich verbreitet, was wichtige Informationen liefert, für Decisionen am Dekonfinement zu holen, an eben auch für präventiv können zu gehen, für eben können die Leute rauszuholen, die positiv sind, und dadurch aber schrittweise direkt zu einem normalen Leben für all die anderen können zu feiern. Den Depistage vom COVID-19 à très grande échelle. Ja, den hat einen Kächtepunkt an der Regierungsrat letzte Freitag sein Akkord dazu gett finanziert iwwer de Budget vom Hochschul- und Forschungsminister an geht bis bald 40 Millionen Euro. Dat als eigentlich auch Konterpartie für den logistischen Erfolg, der muss gemerkt für wirklich dat Doten können ze stemmen, eng Testkapazität von bis zu 20.000 Leute den Tag können opbauen, an dat iwwer 17 Teststationen, die geplant sind, quees dat Land no bei den Leiit. Wohl verstanden auch die Tester sollen freiwillig sinn, an Jiin soll eigentlich können mat machen. Dat Toten weist eigentlich wie flott zu Summen geschafft gëtt tschen den Akteure vun der Forschung, tschen der Santé, den Minister vun der Santé an anderen Ministerieren fir eben ze hëllefen an alles zu mobiliseieren an der Krisesituation, an der man awer noch immer sinn, an der man Zeitchen nach werden bleiwen so gut wie méiglech opstalt zu sinn. Ich fand das wirklich ein flott Beispiel, und das weist auch, wenn man überhaupt zu Lützeburg Forschung machen, auch mit einer konkreteren Tombe war möglich für als Lützeburger Gesellschaft. Das ist mir wichtig, dass der Regierung wichtig, dass der Forschungspolitik wichtig, und das heute also die meiste flott Beispiel dafür. Vielleicht noch ein Wort, weil wenn ihr hört, das ist ein Rechercheprojekt. Und ich kann mich dort testen lassen. Also die Recherche ist ganz klar, gëtt nicht Mensch gemacht. Die Recherche gëtt auch nicht Materialien gemacht, mit denen getestet wird. Mit Recherche gëtt eigentlich nur gemacht aufgrund von denen Chiffren, aufgrund von denen Zahlen, die wir hier detektieren. Da können Simulationen, Modellisationen gemacht werden über die Verbreitung von COVID-19. Wir brauchen eine Reihe von Variablen. Wir brauchen Erfahrungen, wie der Virus sich verbreitet hat bis lo. Wir können zu projizieren, wie er sich in Zukunft auch kann verbreiten. Es sind eine ganze Reihe von Fragen, die auch hier abstehen, wo wir den Apport von der Forschung halt zu Lützeburg, mir auch weltweit werden brauchen. Wie ist es mit Infizierten ohne Symptome? Sind die gerade so ausstechend wie Infizierte mit Symptomen? Für was gibt es überhaupt mehr oder weniger Symptome? Und auch ganz genau bei den dritten Thematiken als die Forscher-Taskforce zu Lützeburg rund um die COVID-19 ja auch schon mittlerweile aktiv. Und sie wird heute eigentlich deutlich mehr Informationen kriegen.
Vielleicht Wort nach, weil wir Jodo mal auch wollen unfänken, Mattenger Testerei an der Education national. Du stelle mir als auch ganz präzis die doten Frohen eng als ganz zentral Stierchen Kanner die erwursen nun oder Echer die erwursen Kanner an liest ganz viel unterschiedliches. Dazu an für Eis also schon wichtig von enormer Bedeutung für das weitere Funktionament, wenn man davon ausgehen, dass der COVID-19 nicht wird aus der Gesellschaft verschwunden, für das weitere Funktionament von unseren Schulen, von unseren Betreuungsstrukturen, vom Familienleben, vom Vereinsleben, vom gesellschaftlichen Leben Antworten auf die dorten Frohen zu kriegen. Die Ferie Göster haut Moien ugegangen ass mat Schülerinnen und Schüler noch Enseignern vun den Aufschlussklassen aus Eisen Lyceen ass eigentlegen ganz flotten Test, den wir machen, sowohl wie wir op mi breder Basis nach enker können testen, wie awer auch einen Abblick ze kreen an Situation vum COVID-19 bei den Schülerinnen und bei den Schüler. Dat auch e freiwilligen Test. Schülerinnen und Schüler hunn alle guten eng Invitation krit zu enger gewisser Zeit an de Labo ze go, fir do getest ze ginn. Sie reagieren darüber oder sie reagieren net darüber. Appes ass aber auch chlor an dems ma als alle guten Testelosen schützen wir als auch allen Guten och wie an enger Schulkommunität, an das bëssen den Esprit wie beim Mundschutz. Wir nutzen für die Ärner zu schützen, das bisschen den Esprit für Distanz zu halten. Wir machen das für als alle Guten und auch als Mattmenschen zu protegieren. So als es eigentlich auch immer zu einem Stück mehr Sicherheit können beitragen, wenn wir als alle Guten testen losen, von der dort Opfer können profitieren. Und dafür will ich auch einen warmen Appell machen und primär nach an und Enseignern für von der Gelegenheit zu profitieren, weil dann hu man ein Steck méi gewusst, dat als Schule sicher opgehen den nächsten Mänden den 4. Mai, wo Primaner jo als Eichtwerten an Schul kommen. Wir hunn ganz viel Sicherheitsmesuren dofir gesinn, die Schulliewen auch ganz stark werden beeinträchtigen an der Titan as aber eng zusätzlich Gelegenheit de Maschinenreim könne gin für zu einem Stück Mesicherheit selber können beizudrohen. Ich gehe davon heraus, dass dat auch vu ganz vielen so gesieget an die echte Reaktionen, die in der Labo von de Moien krit, die weisen, dat du ganz viele Schüler vun de Premieren an ganz viele Enseignern auch schon NRW werden, op die dorten Invitation reagiert hunn. Lo wësse ma e bëssen fir Welt so ein latsches Geldtesting wichtig ass, lo will man auch nach wëssen, wie je wirklich funktioniert. Und dafür ginnech wird weiter und den Professor Ulf Nerbas, den Direktor ass vom Luxemburg Institute of Health, den auch den Koordinateur ass vun der ganzer Forscher Taskforce rund um de COVID-19, wo jo die Idee auch mat geboren gin as an déi auch werte ganz aktiv an der Implementierung an der Umsetzung donno werden sinn. Professor Nerbas von Schrift. Frau Ministerin Lehnert, Herr Minister Maisch, vielen Dank für diese Einleitung. Ich repräsentiere hier die Covid Task Force von Research Luxemburg und das ist ja eben schon angeklungen. Research Luxemburg ist der Zusammenschluss von exzellenter Forschung in Luxemburg, das ist die Universität, die Institute LISA und LIST, das LIH, die sich in dieser wirklich nationalen Herausforderung natürlich der Tatsache bewusst sind, dass sie ihr Wissen und ihr Können, ihre Kompetenz natürlich auch dieser Pandemie, dieser Herausforderung zur Verfügung stellen müssen. Und das ist sehr schnell geschehen und das ist die Gruppe, die ich jetzt hier repräsentiere. Namentlich kann ich natürlich jetzt nicht alle meine Kollegen aufführen, aber ich möchte Sie versichern, dass sehr viele sich hier engagiert haben. Und Initiativen, die konkret bereits begonnen wurden, sind Studien, klinische Studien im Bereich der Prävalenztestung, die Convince-Studie, eine weitere Studie, die sich anschaut, wie schwere Verläufe zu erklären sind. Es gibt Discovery-Studien, die sich verschiedene Medikamente anschauen, aber es gibt auch ganz andere Arbeiten. Es gibt Gruppen, die sich mit der Qualität der Testung und der Testungsverfahren befassen, auch Gruppen, besonders das LISA, das sich befasst mit den ökonomischen Konsequenzen, die diese Pandemie und der Lockdown vor allen Dingen auf die Gesellschaft hat.
Des Weiteren geht es um Kommunikation, aber auch um zum Beispiel Logistik und Supply Chains, die natürlich in einer solchen Situation leiden. Nun, die Exit-Strategie, also wir wissen ja nun mal, dass die Maßnahmen, die vom Gesundheitsministerium implementiert wurden, von der luxemburgischen Bevölkerung sehr diszipliniert befolgt wurden. Und das heißt, dass das Pandemiegeschehen sich jetzt sehr klar abflacht. Die nächste Frage ist, wie kommt man da wieder raus? Und das sind Diskussionen, die ja sehr intensiv geführt werden aus den Nachbarländern. Ich verstehe die deutsche Diskussion etwas besser als die in Frankreich. Aber es gibt ja immer Abwägungen, die sehr schwierig zu sein scheinen zwischen der öffentlichen Gesundheit auf der einen Seite und den ökonomischen und gesellschaftlichen Interessen auf der anderen. Sich da einzubringen, unser Wissen zur Verfügung zu stellen, das den Entscheidungsträgern den richtigen Weg, die Entscheidung zum richtigen Weg vorweisen kann, ist natürlich in dieser Situation etwas, was wir tun können und auch getan haben. Die Idee, die wir dieser großen Teststrategie zugrunde gelegt haben, ist, dass wir uns immer noch in einem Mitigationshintergrund befinden. Lassen Sie mich das kurz erklären. In einer Pandemie haben wir Containment. Containment ist eine Phase, in der die individuellen Infektionsketten nachvollzogen werden können. Und wenn das nicht mehr funktioniert, wenn die Dynamik zu groß wird, das ist, wenn der RT-Value ansteigt, dann befinden wir uns in einer Pandemie, in einem Mitigationsszenario. In der Mitigation geht es darum, die Kurven abzuflachen, aber das gesamte Vokabular ist das von Epidemiologen. Epidemiologen sprechen von Verdoppelungsraten, von RT-Values. Nun, wenn die Epidemiologen uns sagen, dass das Geschehen jetzt unter Kontrolle ist, dann heißt es aber immer noch, dass eine sehr hohe Zahl an asymptomatisch Positiven in dieser Gruppe oder in der Gesellschaft vorhanden sein können. Auf der einen Seite also ein sehr positives Bild bei der Entwicklung der Ansteckungsketten. Die sind mittlerweile linear oder die sind nah dabei, aber trotzdem möglicherweise immer noch eine recht hohe Anzahl an Patienten, die mit dem Virus infiziert sind, aber asymptomatisch sind. Wenn wir jetzt von einem Mitigations zurückgehen wollen in ein Containment-Szenario, das heißt Deconfinement, dann wird gerade diese Anzahl an asymptomatisch positiven Patienten sehr relevant. Nehmen wir mal an, wir wären jetzt in einer Situation, in der die Ansteckungsketten zwar linear sind, aber in der wir noch eine Anzahl von, sagen wir, 0,2 bis 2% an asymptomatischer Positivität in den Gruppen hätten. Das hieße, dass wenn wir nun eine Gruppe von 50.000 Leuten, Menschen in das Deconfinement lassen würden, dass dann bis zu 1.000 seropositive Probanden darunter wären. Und das erklärt, wie man relativ schnell wieder in ein sehr dynamisches Ansteckungsgeschehen zurückfinden kann, in der dann auch dieser lineare RT-Wert relativ schnell wieder nach oben gehen kann. Und das ist eben diese zweite Welle. Da wird sehr viel diskutiert in anderen Ländern. Wir sind hier aber in Luxemburg in einer sehr privilegierten Situation in vielerlei Hinsicht. Nicht nur haben wir hier ein sehr gutes Gesundheitswesen, aber wir haben auch eine Bevölkerungszahl, die, was die Testungskapazität anbetrifft, überschaubar ist. Das heißt, eigentlich müssen wir hier nicht abwägen zwischen öffentlicher Gesundheit und auf der einen Seite und ökonomischen und gesellschaftlichen Interessen auf der anderen Seite, wenn wir nun in der Lage wären, Kontingente, die wir definieren, völlig durchzutesten. Das heißt, wir wären in der Lage, die asymptomatisch Positiven aus diesen Gruppen herauszunehmen. Das kann man machen, auf der einen Seite, indem man wartet, bis wahrscheinlich Juli, oder man kann es machen, indem man proaktiv mitigiert, indem man dieses Kontingent nimmt und jetzt schon testet. Was dann geschieht, ist, dass nach dieser Testung des Kontingents die Anzahl der asymptomatisch Positiven ungefähr dem entspricht, was man hätte, wenn man einfach nur warten würde. Man hat also dadurch Zeit gespart in diesem Kontingent, ohne ein erhöhtes Risiko an Sicherheit in Kauf nehmen zu müssen. Und das ist die Basis dieser Strategie. Auf der einen Seite eine Schaffung von Kapazität, tatsächlich die Bevölkerung in Kontingenten in einem überschaubaren Rahmen testen zu können. Das
ist in Planung und wir werden versuchen, das in den nächsten Wochen tatsächlich zu implementieren. Das ist in der derzeitigen Versorgungslage nicht trivial, aber wir denken, dass wir das schultern können. Das hieße, dass wir dann ab dem 19. Mai in der Lage sein werden, tatsächlich 20.000 Menschen pro Tag zu testen. Des Weiteren die Einteilung der Bevölkerung in Gruppen oder Kontingente. Wir sind in der Lage, pro Woche zwischen 50 und 100.000 zu testen. Die maximale Kapazität wäre 140.000, aber ich denke, das sollten wir nicht direkt bis an die Grenzen treiben. Diese Gruppen zwischen 50 und 100.000 Menschen, wer sind die? Das sind zunächst mal jetzt nächste Woche die Schüler, 7.500. Aber des Weiteren ist das eine Entscheidung zum einen der Politik, aber zum anderen auch der Prävalenz in diesen Gruppen. Denn das ist auch wichtig. Während wir in der Prävalenz in der Gesamtbevölkerung eine repräsentative Prävalenz haben, so kann es doch in den unterschiedlichen Gruppen relativ hohe Unterschiede geben. Auch das wird in unserer Strategie angesteuert. Das heißt, bevor ein Kontingent tatsächlich released wird, also entlassen wird vom Containment, wird eine repräsentative Kohorte dargestellt, die uns zeigt, wie hoch der Durchseuchungsgrad oder wie hoch der Infektionsgrad in dieser Kohorte noch ist. Sollte der niedrig sein, wird man natürlich warten können, bis das großflächige Testen angegangen wird. Ist der allerdings hoch, dann wäre davon auszugehen, dass wir testen, bevor wir das Kontingent dann aus dem Containment entlassen. Das heißt also, die Kontingente werden definiert, Prävalenzkohorten werden dargestellt, dann wird getestet werden. Und nachdem diese Kontingente dann auf einem sehr niedrigen Level an Seropositivität das ist das falsche Wort, Infektion oder Durchseuchung angekommen sind, dann kann entschieden werden, wie nachgefolgt wird. Das heißt, wir werden dann statistisch repräsentative Subgruppen in diesen Kontingenten haben, die wir regelmäßig wieder testen. Und sollte es zu neuen Infektionsketten kommen, einem Flare-up, dann werden wir das relativ frühzeitig erkennen können. Natürlich, es ist auch möglich, dass das Infektionsgeschehen dynamischer wird, als wir das jetzt voraussehen. In dem Fall könnten dann ganze Kontingente wieder getestet werden. Ganz wichtig ist daher das Dashboard oder das Monitoring. Und auch das ist wieder ein Beitrag der Forschung in Luxemburg, weil es ist nicht trivial, die Tageswerte erstmal zu erfassen natürlich. Das wird mit den Kollegen des Gesundheitsministeriums und der Direction Santé geschehen. Aber auch zu berechnen, wie dynamisch ein Geschehen ist, weil man natürlich alles nur zeitversetzt sieht, ungefähr um 1 bis 2 Wochen zeitversetzt. Also dieses Dashboard wäre dann der Weg, wie wir dann in der Lage wären, zu sehen, wie die Maßnahmen des Deconfinements sich auswirken auf die Stabilität der Situation, um dann wieder gegebenenfalls intervenieren zu können. Und wir hätten dann auch die Kapazität, wieder großflächig testen zu können. Die Ambition hier ist also, dass wir durch diese Maßnahmen in der Lage sein würden, wenn sie so implementiert werden kann, wenn wir es schaffen, wenn wir diese Kapazitäten bis zum 19. oder 20. Mai darstellen können, einfach diese Abwägung zwischen Sicherheit der Bevölkerung und ökonomischen Interessen dadurch adressieren zu können, praktisch den Kreis quadrieren zu können hier in Luxemburg. Das ist eine einmalige Chance, das fängt jetzt mit den Schülern an und ich bitte inständig all diejenigen, die jetzt die Möglichkeit haben, getestet zu werden, bitte lassen Sie sich testen. Es ist ein sehr wichtiger Beitrag für die Machbarkeit des Deconfinements, ein sehr wichtiger Beitrag dafür, dass Sie in den kommenden Wochen und kommenden Monaten in einer relativ freieren Art und Weise ihrem Leben nachgehen können, ein wichtiger Beitrag an ihre Mitbürger auch. Ich glaube, das ist im Prinzip die Darlegung der Strategie, die wir gemeinsam mit den Ministerien erarbeitet haben. Voilà, ich fenken dann mat den Froen vun der Press.
Ein nächster Satz frohen die Redaktionen von RTL Tele Radio zu Summe gestaltet haben. Die ist froh als die Tester, die bei den Jungen gemerkt haben, wie ein Tester sind das, also sind Schnelltester oder sind das die klassischen PCR-Tester? Das ist den neuen PCR-Test, den eben ab der Freitag auch zugelassen ist, an den den hier am Land enregistriert gehen, also noch an der EU. Durch den Beschluss von der Direktion von letzten Freitag. Für was geht bei der Schule mit dem Test angefangen? Für was wird es dann in dem Bereich? Mir wichtig, dass wir, nachdem es mit Schule in ganz viele Wochen ganz so hatten, dann da auch von denen Domänen aus, die da als ersterem aufhängen, notamment primär, für schnell auf ihr Examen zu präparieren, für maximale Schutz auch zu sorgen. Und ich verstehe all die Sorgen, die Primäre haben, die Enseignants haben, die Eltern haben, als das alles so richtig, dass wir zurück an die Schule kommen. Aber wir werden natürlich alles dafür machen, sowohl von der Seite von der Santé wie von der Seite von der Education, dass die sicher an die Schule kann gehen. Und dann also wir auch ein zusätzliches Sicherheitsgefühl können zu gehen, für sicher zu sein, wenn ich die 4. Mehr aufhängen rundherum, hat schon Gelegenheit zu testen, sodass wir alle guten zusammen zu einer zusätzlicher Protektion können beidrohen. Dafür bin ich dankbar, dass wir die Testkapazität im Kontext von dem Large-Scale-Testing schon konnten mobilisieren. Dafür mehr wieder für drunhören, dass das für ganz viele andere Sektoren ja auch viel gesehen, und natürlich aber auch Alkeias, no enger Demarchen, no enger Indikation für zu gucken, wo also dann noch wirklich sinnvoll zu testen oder nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz gespannt, ob das dort Resultat, das ähnliche Resultat, das wir ja auch werden kriegen, das als wie viele Leute von denen, die getestet werden, positiv, wir wissen nicht, wie das als Education zum Beispiel auch Direktion wissen nicht, wir wissen auch nicht, wen hat da matt gemacht bei denen Tester. Das sind alles Informationen, die hochgenäht dieselbe W-Werten gehen, wie wenn ich mich sonst einem anderen Test gestaltet hätte. Mir interessiert als schon ganz stark, ja, wie viel wäre da dann eigentlich positiv für auch ein Gefühl zu kriegen über das, was die nächsten Wochen an der Schule wird lassen. Voilà, da gouf lang gesot, Testen an die Symptome hat keesen, an et kenint Leiit mat negativem Resultat eng falsch Sicherheet ginn, weil den Test just eng Moment opnahm wär an Leiit sech den Drpp Äwerkete nuchtierchen a positiv sinn. Aufgesi vun de Forschungszwecke, wie kann das großflächig Testaktion helfen, die Epidemie am Land anzudämmen? Das ist Moyen von vielen dem Bereich gehen. Das ist klar, es gibt keine 100%ige Sicherheit. Ich meine, das ist das Einzige, was von Anfang von der Krise sicher war. Wir wissen nicht alles. Es kommen neue Produkte auf den Markt. Alles wissen wir mehr rund um das Virus. Es kommen noch immer neue Tester, die man vielleicht selber testen, eher mal so an den Umlauf gehen. Aber das ist ganz klar, auch Haut, also positiven Test, als keine Sicherheit für mehr. Es hilft eigentlich just verstehen. Und darum geht es letztendlich. Wir machen alles, was wir können machen, um zu verstehen, wie sich der Virus verbreitet, mit den Moyens, die wir in dem Moment haben. Das auch, wenn da die letzten Informationen noch, die von der Seite von der Forschung kommen, aus dem Tod der Error bei den Testern aus Haut nicht mit denen noch zu Anfang, weil das evaluiert auch alles. Mir selbstverständlich, also nicht eine 100%ige Sicherheit. Man kann Haut leider auch noch kein behaupten, so wie man auch immer keinen Impfstoff haben wir auch noch nicht die 100%ige Sicherheit im Niveau von den Testern. Wir haben just alles Druck gesetzt, für, und da sind wir als Lützeburg wirklich auch aufrichtig drauf, für beizuziehen. Wir haben ganz ambitiösen Ausschlag gemacht mit den Testern, wo der Staat wirklich direkt auch zugeschlagen hat, für die Sachen sind ganz gefroht zu diesen Zeiten, nicht just heute zu Lützeburg. Wir sind froh zu entfernen, eine 100% Sicherheit geht es nicht. Es geht uns den bestmöglichen Abblick, den wir können haben. Es erlaubt natürlich, ich meine, am Zweifelsfall sind besser positiv getestet, dann schützt den sich, wie wenn er das nicht weiß. Das ist ein bisschen der Approach, den wir haben, für wirklich alles drauf zu setzen, bestmöglich rauszufiltern, wen der Virus mit sich trägt. Und dementsprechend dann Vorsichtsmaßnahmen en Platz zu setzen. Ich bin da weiter mit der Frage von RTL. Wie dat PCR-Tester just eng Moment opnamen sinn, mis den dieselbe Leute dann net regelmäßig immer nees testen, wat das do hier gesinn. Das ist an der Convince-Etude zum Beispiel der Fall. Das ist so den anderen Parallelprojekt, den lebt seit einer Reihe Wochen,
wo den Echantillon vu Leiit, dat sind da 1818 zu diesem Zeitpunkt die Mat machen, die gehen man enger gewisser Regelmäßigkeit sowohl op Prävalenz getestet Tester gemacht, ob sie de Virus mat ze strohen an get auch geguckt, ob sie schon Antikörper hun. Dat geht da regelmäßig wiederholt. Die Studie also so abgebaut für justement wie zu machen an noch von der Seite denke wollte ich von der Klinik profitieren, den Leute, die mat machen, de große Merci zu so net as opwendig, das auch nicht angenehm immer. Wir brauchen die Informationen an sind ganz froh, dass aber so viele Leute wirklich sich solidarisch weisen an dat iwwer sich ago lassen op enger freiwilliger Basis. Eg weiter Frau von RTL. Wat ma haut iwwer de Profil von denen 3700 Leiit, die positiv getest goufen. Wo aéi huse sech ugestach, sie spezifisch Berufsgruppen drinnner oder leider aus derselbechte Gegent, dat wéi jo wichtig wissen, wat beim Dekonfinement hëlle verkennt. Wir hun die Datenetüde nach net meine das auch Deel von der Forschung justement für op den Daten Kreizvergleicher zu machen, wo los alles mé gewürget zum Virus an der Prävalenztester, die man machen, gucken man natürlich ganz genau, da das op die Chantillon gin zu Summe gestaltet aufgrund von den von der Matrikule von der Leute, wo in Alterskategorie wees, wie sie wie engem Sektor das Leute schaffen mehr erfassen noch ob man mat Frontalien zu dienen oder nicht. Das ist ganz wichtig für eisene Arbeitsmarkt, für eine Situation halt zu Lützeburg, wo man ja viel Leute tun, die aber grenzüberschreitend sich bewegen, sodass man die Données hun, wir erfassen die, und das ist justement die ganze Zusammenarbeit auch mit der Forschung, dass man die Données noch anonymisiert, weiß selbstverständlich, da können der Forschung zur Verfügung geben, für dann eben durchaus Erkenntnisse zu ziehen, dann als Rückmeldungen zu gehen. Das ist ein permanenten Hin an her zwischen den Données, die man erheben, die rübergehen an Forschung für beerbt zu gehen, wo man auch an Zukunft als eben erwarten, dann noch au fur et à mesure besser Rückblick zu kriegen. Wir haben entretemps gut Material und da sind wir zuversichtlich, dass wir wirklich auch alles können durchsetzen, durch die bestmöglichen Rückschlüsse aus den Analysen da können zu ziehen. Eng war davor vun Radio, wéi en intensiv soll den Tracing vun de neu infizierte Leiit gemerk gin. Den Tracing muss ich feststellen, nämlich das Modell gemerkt wie am Anfang von der Pandemie, schon eine Reihe Wochen hier. Da hat man relativ niedrige Infektionszölle wie Haut. Das heißt, die war da Inspektion sanitaire gemerkt, wo wir kriegen die Informationen direkt, wenn positiv getestet ist von den Laboren. Das ist eine Verpflichtung, die Laboren haben. Da gehen Leute, das nennen den manuellen Tracing, sie kontaktiert von der Inspektion sanitär, geht Kontakt mit ihnen abgeholt und dann geht mit ihnen durchgespielt, wo hier Kontakte waren, über die gleich 2 Wochen, für herauszufinden, ob sie einen intensiven, einen Close Contact hatten oder eben nicht. En Funktion von den Informationen, die die Inspektion sanitär da kriegt, geht Kontakt abgeholt mit den Leuten, die in Kontakt waren, für sie auch gegebenenfalls dann an eine Isolation zu setzen. Das heißt, das lief nicht nur dem Modell, und auf derselben Basis, egal wie das zum Anfang von der Pandemie der Fall war, da gibt es eine Ordonnance geholt vom Direktor von der Santé, die auch für die Leute dann gleichzustellen, dass man einem Krankenschein, wo sie, wenn sie positiv getestet sind, die 14 Tage an die Isolation gesagt gehen, plus immer die Doppelkondition, dass sie auch 40 Stunden keine Symptome mehr dürfen abweisen, während bei einem Kontakt E3 eine Quarantäne von 7 Tagen vorgesehen ist, die kann abgehoben gehen, wenn die Person sich einem Test stellt, ab dem 5. Tag, das ist eine Möglichkeit, die sie kriegt. Wenn der Test dann negativ ist, dann kann sie sozusagen raus an Freiheit. Und wenn sie den Test aber nicht machen, dann gilt auch die 14-Tage-Regel zu observieren. Ich war froh von RTL, der auch Lützeburger Land ähnlich gestaltet, Madame Lehnert, wenn ich einen Doktoren, an Zahndoktor in der Praxis nicht abmachen, wenn ich einen Osteopathen kennen und so weiter nicht normal schaffen. Darüber werde ich zusammen mit dem Premierminister informieren, ganz geschworen. Wir sind da ganz gut vorgekommen, wir haben noch heute Mittag einen Échange an der Chambre nach darüber und dann wäre en temps utile relativ kurzfristig informiert gehen dazu. Sind AMMD als Santé da schon noch begangen kommen? Ja. Dann ist eine Frage vom L'Essentiel, da geht es um Masken. Je laisse au français 4. Un résident à Luxembourg nous a indiqué que les masques qu'ils avaient reçus n'avaient pas de tige en métal pour épouser la forme du nez, mais du plastique, ce qui les rend mous ou pas performants.
le gouvernement a-t-il eu vent de ces difficultés d'utilisation des masques grand public? Si oui, que compte-t-il faire pour rectifier le tir? Das ist eine Information, von der ich noch keine Kenntnis habe, das ist das Material, was mir über all die Wochen am Ende acheminiert kriegen, das ist zu seiner Konformität hier getestet. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ob der Plastik oder der Metallbügel eine Differenz möchte, auf Punkt Fiabilität, das kann ich so nicht beantworten. Die Frage gerne mal zurück bei uns an Haus. Ich weiß just aus meiner Erfahrung, dass meistens Metallbängeln dran sind, von denen die schon gehabt hat. Wie gesagt, ich kenne nicht all die Einzelmodelle, es gibt bestimmt verschiedene Fabrikaten, wo sicherlich unterschiedliches Material wird verwendet wird. Dann habe ich von RTL 5 Minuten. Quel budget représente les tests des élèves et enseignants? Dann dépend-il du ministère de l'Éducation ou de la Santé? Das ist ein gemischtes Budget, den ersten Teil, wenn der Test selber ausschwärzt, ich hatte das vorhin erwähnt, die hat das Staatsministerium ganz frei gekauft, für sich auch die Quantität sicherzustellen. Das wären 500.000 Tester, die gekauft sind, zu einem freien Zeitpunkt, das wäre ein Kostenpunkt von 4,7 Millionen. Aber das Testmaterial aus dem Projekt selber, wie den Claude Maistad vorhin erklärt hat, das Forschungsprojekt, das noch über die Forschungsgelder wird finanziert, das ist eine ganz aufwendige Logistik dahinter, die ihren Preis hat. Und das ist ein separates Budget. Ja, du hast schwer herauszurechnen, was die 7.500 Schüler und Enseignants belangen, was das separat geben kosten. Das kann ich aber gerne auch ein paar nachgucken lassen. Wenn wir schaffen, im Moment haben wir großen Budget, die sowohl bei der Santé sind, wie eben auch über den Forschungsministerium dabei kommen, an die 40 Millionen, die ich für Drogen so tun, das ist für die große Testkapazität, die logistische Testkapazität, sich auch können zu gehen, wo wir noch am Tag bis zu 20.000 Leute können, da wir da testen. Das ist also dann ganz ernst, das ist ein ganz anderer Envergure, wie das, wenn wir am Klängen für die Primane aufhängen. L'Agence France Presse hat eng froh iwwer den Test a large Echelle am Land, de Gio dann grösflächig gemer, sie die frohen drehen praktische Organisationen vun denen Tester. Ich lesen froh kurz wie op Franzisch. Comment cela va se passer en pratique? Il faudra s'inscrire au préalable ou sur Internet, Fragezeichen, und dann faut-il réserver un créneau horaire? Et à partir de quelle date environ espérez-vous que l'ensemble de la population luxembourgeoise sera testée? Ich denke, dass du interessant wäre, not froh, den Professor Niebachs zu gehen, für zu gucken, wie die praktisch auflaufen sind, wohin sich kann testen lassen, wohin du hin könnt, wie die Leute selektioniert gehen, die dann an einzelne Gruppen getestet können gehen. Ich meine, dass man nur die Fragen sammeln und der Professor Niebersnecker kann da beantworten. Dann hatte ich eine Frage noch von l'Essentiel über die Kampagne von den Tests, die hat er schon beantwortet. Vielleicht Leute dann isoliert gehen, das kann ich schon beantwortet. Wir haben eine Frage noch von Vox und Madame Lehnert. Bei wie viel Leute die Produktionszahl am Moment zu Lützeburg? Die Leute rund um 1 am Moment, wenn man auf die letzten 7 Tage guckt, wenn man den letzten Informationsstand, den ich morgen hat, die hat sich stabilisiert bei 1%, was eine gute Basis ist für den Dekonfinement. Dann eine zweite Frage nach von Vox. Die 5 Masken, die leider an Podcast kriegen, können just einmal angedogen gehen. Die meisten dürften wir mittlerweile also kein mehr haben, als geplant, dass weiter Masken verteilt gehen. Das selbst was los ist, das nicht angeplant, das war da auch nicht ausgeschlossen ist. Wie gesagt, wir strecken als nur der Decken. Wir haben relativ viel Material gekriegt gehabt, was uns erlaubt hat, eben noch relativ großzügig eine Distribution zu machen, in Richtung von der Bevölkerung, aber auch in Richtung von den Betrieben, die abgegangen sind. Und darum vergleicht man an der Belgier annonciert, da gibt es 1 Maske pro Person, allerdings aber Stoffmaske, die wir in Approche. Wir gehen aber auch davon aus, mit der ganzen Kampagne, die lanciert ist, auch mit dem Site, den en place gesetzt ist, Niveau vom Wirtschaftsministerium, wo es ganz ökonomisch entretemps abbringt, auch mit Produktion und diversem Schutzmaterial.
dass du einer Kanäle aktiviert sind. Ganz viele Leute haben auch entretemps schon gebietste Masken, die sich zum Teil auch selber ungefährdet tun oder auch konnte beschaffen Marché normal. Das ist aber nicht ausgeschlossen. Wie gesagt, wir haben auch ganz viele Bestellungen umlaufen. Das sind Decisionen, die dann an der Regierung werden nur für Mesure geholt gehen. Am Moment war der toten de Gest, den man konnte machen, weil die Priorität ist immer noch, dass man eine gewisse Prävisibilität behalten und materiell, das muss unbedingt assuriert sein an dem Sektor, wo die Priorität zum Ersatz soll kommen. Das ist am Gesundheitssektor und auch am Pflegesektor generell gesehen, dass da, wo man wirklich muss sicherstellen, dass auch um eine gewisse Zeit das assuriert ist. Wenn man darüber rauskommen, kann man über vieles diskutieren. Letzte Wortfried no firch man eng Kanst de Leiit déi beim Forschungsprojekt mat machen mussssen all zweet woch an den Test e ganz Joer lang. De betreffend Leiit kreen awer anscheinend Keresultat vun ihren megenen Test mat gedeelt. Fir wat kreen sie hier degent Resultat net gesot. Der schwätzt wahrscheinlich vom Convince-Test, den aus meines Wissens nur lief, den über 8 Wochen. Mit Aufstand von 2 Wochen. Und ich weiß für meinen Teil, dass meine erste Auswertung Ende dieser Woche werde kriegen. Ich kann nicht aber noch nicht so, wie es individuell ist, ob du mitgedeelt hast oder nicht. Das muss ich schon noch gucken. Ne? Weil ich weiß, Leute informiert, wenn sie positiv getestet kaufen, wie all die anderen auch. Ja, also das auf alle Fall, die positiv, die gehen selbstverständlich dann noch über die Inspektion kontaktiert, das ist der normale Werdegang. Aber schon die dort Informationen noch nicht so zugedruckt kriegt, dass Leute gut nicht giffen hören, das müsste man noch gucken. Dann Frage vom Lützeburger Land. Wie viele neue Fälle pro Tag kann Lützeburg sich leisten, um am Dekonfinement weiterzumachen? Das ist eine gute Frage. Kann den so nicht, das wird mir wirklich am anhalten, dass den Effekt von den Infektionen auf die Intensivstationen. Wir wünschen uns, dass wir es wirklich abhandeln, irgendwo bei 60, 70, 80. Wir mich festlegen, ob ein 12 wie es kann gehen, das will ich nicht. Ich meine, vieles ist möglich, kurzfristig zu steigen, aber das sind Szenarien, die wir uns nicht wünschen. Wir sind relativ gut aufgestellt, also Spitäler für wirklich eine Welle, auch wenn eine Urschwelle wird zu steigen, aber als Ziel ist justement keine Urschwelle zu kriegen. Dafür setzen wir alles Moyen drauf, für das am Griff zu behalten. Es ist ja so, dass wenn an einem ganz breiten Moos getestet wird, geht man auch davon heraus, dass man natürlich mehr positiver Werte fanden. Und die Chiffre kann ich noch nicht direkt vergleichen mit denen, die getestet wurden, weil sie Symptome hatten, irgendein Malaise hatten und dann sich testen gelost haben. Da muss ich schon gucken, dass man an der Lin auch vergleichbar ist, weiter vergleichen und dann die anderen zusätzlich nebendrunter gucken. Nicht, dass ich immer die Impression nicht, wer das da logisch ist. Und die Zahlen sind explodiert, mit das ist nicht mehr, weil viel mehr getestet wird. Das ist ein Phänomen, auf dem muss man ganz stark aufpassen. Ja, vielleicht noch zusätzlich dazu, das wird wichtig, also effektiv die Korrelation, die muss erkennen zwischen Neuinfektionen und die werden natürlich, wenn man mehr testen, wird man auch mehr positiver haben. Und die Permit muss ich sehen, wie spiegelt das sich auf den Delay, den noch für Drogen gesucht gehen, dass das zwischen einer Woche und 2 Wochen, wo in ein Effekt seid, Niveau von den Hospitalisationen, das ist einfach den Indikator, den an der Zeit ein bisschen dekaliert, dass der wirklich wichtig ist. Ich denke, da ist eine Indikation von der Gravität vom Verlauf, und das ist auch just darüber, wo man wirklich da können rechnen, was das bedeutet für unser Gesundheitssystem. Weiter vor vom Lützeburger Land. Was will die Regierung strategisch mit den vielen Tests erreichen? Der sagt, es sollen noch Cluster geguckt gehen. Für ein paar Wochen hat gesagt, noch Clustern zu sichern, hat keinen Sinn. Der Virus wird nun mal da. Expliziert von der Welt sanitätspolitische Approche, was das dem Dekonfinement soll bringen. Ja, also Clustersichen hat keinen Sinn, hat schon einen anderen Kontext gesucht, wo wird vorgestellt gehen, ob in einem Land gibt gesehen, ob es geografische Schwerpunkte gibt von Infektionen. Und da war meine Antwort, dass wir geografisch ein Territoire haben, wo das nicht ganz viel Sinn macht. Ich meine, das ist in einem großen Land, das ist ein Unterschied, ob ob der Côte d'Azur ein Herd hat oder oben am Norden vom Land bei uns. Und das wäre mir auch so, wenn der Virus am Land ist, muss man das ganz vorsichtig angehen, weil es ganz schnell verbreiten kann, weil wir relativ kleinen Territoire haben.
Strategie als ganz klar auf mesure von den Moyen, die man hun an das immer nach den Bottleneck dat ganz aus eng Sach von Testen hun am ganze Material wat dazu geheiert. Ich gibt dann gerne erstreichen net den Test mit Extraktion, Material, Ressourcen humain, die braucht für dat durchzusetzen. Insofern als Strategie wirklich en Funktion von den Moyen, die man hun so weit wie möglich, so flächendeckend wie möglich zu testen, für einen bestmöglichen Überblick zu kreieren von der Präsenz vom Virus an unserer Bevölkerung. Einerseits für also zu verstehen, wen sich heute verbreitet, mir andererseits natürlich auch für durch die Tester können so flächendeckend wie möglich all die Leute, die als positiv identifiziert sie wirklich können sie isolieren. Das ist der beste Wegstand haut, den ich kann hun für die Verbreitung anzudecken, natürlich die Barrieren selbstverständlich. Sodass der Strategie aus Step by Step, wie sie immer viergängen mir schon priorisiert, an dem es man verstärkt testen eben am Gesundheitspflegesektor, auch da, wo leider Kontakt sind mit Covid-positiven Patienten, dann an denen Sektoren, die abgehen, die so waren, die an die Aktivität zurückgehen, an auch den anderen dritte ganz wichtig eben an der Maison de Soins selber, wo wirklich auch schon flächendeckend getestet wird. Das ist eine Priorisierung en Funktion von den Moyen, die man hun. Das ist eine Seeldanz also. Eg Frau vom Lützeburger Landenden Herr Meisch, stimmt es, dass Schüler vom Lycée Agricole sich diesen Donnerstag morgens 7 Uhr ab Mänach testen können lassen? Für die Hotelschule dürfen sie Freitag den 1. Mai auch ab 7 Uhr sich zu Mänach testen lassen. Ist das nicht eine unrealistische Zeit? Also mir natürlich geguckt, dass wir dort opdelen, das sind ganz viele Tester, die muss gemerkt gehen für ganz viele Leute. Mit der bestehenden Testkapazität, das wäre sicherlich nicht anders, als wenn wir schon die große Testkapazität hätten. Da könnte man da auf den Komfort und auf Zeitvierstellungen sicherlich mehr Rücksicht erholen. Ich denke aber, dass das dort wirklich eine immens flotte Möglichkeit ist, für jeden für sich testen zu lassen, für sich selber die Informationen zu holen, und da man dann eigentlich ja einen besseren Schulstart können zu assurieren, absolut an der Garantie, dass nichts geschehen kann den nächsten Monaten. Und da ist ein Deplacement dann 7 Uhr auch noch ein der Wert. Eg war der Froen Meisch, das geht vom Tageblatt. Was passiert genau, wenn ein Schüler an die Schule geht, positiv getestet, gehen dann die Eltern an Kontaktpersonen per Telefon benachrichtigt, dann genau die anderen kann vom selben Gruppe dann da jemand Quarantäne gesetzt. Was der Fall ist, dass wenn der Leute positiv getestet wie all die anderen, geht die Information und die Inspektion sanitär und die kontaktiert die Leute und kriegt ihnen erklärt, was denn dann zu machen hat. Und Gott natürlich dann noch eine Trassage gemacht, wie Paulette Lehnert für drin erklärt hat, und dass direkt das Umfeld geguckt hat, mit wem waren in Kontakt, und dass die auch sich müssen eine Zeit lang dann isolieren und dann getestet gehen, und wenn sie negativ wären, dann im Echtkeiten rauskommen. Radio 10,7 Fred. Das neue Tester laufen noch recht un. Worauf beruhen also die Konfinementsmesuren, die bislang annonciert wurden? Den Alliage hat eine Reihe Szenarien veröffentlicht. Sind das all die berechnet wurden? Auf welche Szenarien, wenn zum Beispiel ein generellen Dekonfinement der 4. Mai sowieso keine realistische Option ist? Gehen nach anderen, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind? Für Berechnungen aus der Tro oder? Worauf beruhen die Konfinementsmesuren, die bislang annonciert wurden, wenn die Tester von denen der Schweiz recht laufen? Ja, bei mir haben wir auch die ganze Zeit aber schon Schule gehabt, die auch regelmäßig publiziert sind und noch regelmäßig ausgetauscht sind mit der Forschung. Das sind Exercicien, die gemacht sind, aufhören, so wie man Donnen hatte, gehen die bei Nebrot, wir haben schon ganz viel Tester. Ich will just daran erinnern, dass man wirklich das Land in Europa sieht, de loin am meisten Test. Das heißt, wir haben aufgrund von den Donnen, die wir hatten, zu allen Zeitpunkten, das wird tagtäglich aktualisiert, dann wird auch tagtäglich darüber ausgelöst, Projektionen gemacht. Was man mit Donnen haben, wird als Projektionen mehr exakt können gehen. Wir haben selbstverständlich ob den Donnen, die auch publik sind, die auch entretemps sind, die auch Open Source disponibel. Das ist aufgrund von denen, wo man Projektionen gemacht haben. Das sind Rückschlüsse zum Teil, das sind relativ komplexe Berechnungen, wo man einerseits eben auch gucken, wie ist den Delay zwischen der Infektion, zwischen dem Moment, wo das sich rumspiegelt an einem Gesundheitssystem, da können Rückschlüsse zugehen über die Dürre, wo die Krankheit braucht, bis sie zu Komplikationen führt. Wir haben Rückschlüsse gezogen
a partir von dem wat man an der Spideler gesinn hun Remenkerzrick op die Infektionen die maten no depart, so dats dat ein Exerzice ass den net lorecht ugelä, was mir kre mat all neien Tester mat all Zusatzinformationen natürlich eng besser Basis mit hun depart eng Basis gehabt, die aber schon net schlecht war, weil man an den echte Woche schon konnten alle Daten, die man hun aber zu Summe bringen, dann noch dementsprechend zu Summen auswerten. Dann ein weiter vor von Radio 10,7. Könnt ihr also einen Überblick geben, wenn ihr all keine Resultate, respektive Tischresultate von den verschiedenen Testprojekten am Kader von der Exit-Strategie werden vierleihen, an einer Form des Resultate, an Tischresultate und Decisionen für die Exit-Strategie von der Regierung abfließen, wegen einer Informationen oder Donner fließen an der Decisionen nach an. Also die dote froh zu ändern, die echt große Etude, die lebt, dass die Etude convinced, misst Ende dieser Woche ein Resultat kommen. Wir werden noch darüber kommunizieren, wann bis 4 Leute, mir schmeckt das ein bisschen schon müßig, während enger Testphase schon Schluss zu ziehen. Wir sind noch an der Maison de Soins, wieso scheint ich die echt Resultate sind echt beruhigend, mit das average Teil vom Sektor, den aufgetestet ist. Ich muss in all Projekten die nötige Zeit gehen für den richtigen Zeitpunkt auch zu finden, für dann Erkenntnisse daraus zu ziehen. Das wird, wie gesagt, bei Convince werden echt Resultate von der ersten Serie und Tester, die gemacht sind, voraussichtlich Ende dieser Woche ausgewertet sind. Und auch die anderen Serien, die laufen, wird man natürlich auch darüber informieren. Ich stelle nur noch 2 Fragen und dann habe ich eine Reihe Fragen für den Herrn Professor Nerbas nachgesammelt. Reporter stellt vor, Madame Lehnert, vor ein paar Wochen bestätigten verschiedene Labore, dass die Reagenzien für die Durchführung der PCR-Tests knapp werden und schwierig zu beschaffen seien. Wie konnten diese Engpässe nun gelöst werden, wenn künftig 20.000 Tests täglich durchgeführt werden? Die Probleme ist nicht aus der Welt, das ist eine Realität, das bei allem, was wir machen, sind, muss immer noch mit Engpässen gerechnet gehen. Und natürlich sind die Reagenzien und auch Testkitten gehören nach wie vor in ganz Europa und der ganzen Welt zum kritischen Material, wie in der Zeit. Wir haben im Moment gut Zulieferungen, aber ich kann nicht verstoppen, dass das natürlich etwas auswertende Projekt riskiert zu impactieren. Das ist eine ambitiöse Planung. Wir müssen natürlich auch zuversichtlich mit den Partnern, die wir haben, dass wir das hinkriegen. Eine 100% Garantie wird es auch da nicht gehen. Wir haben nicht alles, was wir integral brauchen für das ganze Projekt irgendwo an einem Lager. Das ist ein Teil da und das heißt wie überall. Wir strecken als da nur der Decke. Wir sind optimistisch mit einem Partner, den auch da logistisch wirklich gut Pisten hat, für das hinzukriegen. Aber sind wir in der Situation wie alles andere, noch Beschländer auch. Verschiedenes bleibt einfach kritisch, da muss ich leider auch rechnen. Eng Frau vom Quotidien dann, wenn ich auf wem gehen Kontingenter für Tester à la grande échelle definiert. Das wäre eine Frau auch. Nebens vielleicht, ja. Dann nehmen wir noch eine weitere Frau vom Quotidien. Als envisagiert, Autopsien zu machen, für besser Bild zur Todesursache von den Covid-19-Patienten zu kriegen. Nein, das tun wir nicht. Wir haben an unsere Rekommendationen gehen wir an andere Länder Postmortem-Tester gemacht, wenn ein Verdacht ist, mit das aber über den Aufstrich und nicht über Autopsien. So, dann haben wir eine Frage vom Tageblatt. Wie ist man Tracing, also dem Nachverfolgen mit wie man Infizierten Kontakt hat, mit wem man Infizierten Kontakt hat, für die Leute in Quarantäne setzen zu können, das dann die Lehrstfrauen und Ministerin lo. Wer das denn Dispositiv, wer das Methodologie davon haben? Dispositiv ist von der Sense her dieselbe wie am Anfang von der Krise, weil das als Inspektion sanitär, die dort Kompetenz wird für das zu machen. Es wird manuell gemacht, das ist über Telefon mit uns Dolo abgestellt, justement am Dekonfinement, mittlerweile 25 Leute, die dort aktiv sind. Das sind noch nicht nur Leute von unserem Hausservice, sondern auch Leute, die wir über CDD rekrutiert tun. Und da sind wir am Gange, Lindegarden abzustellen für das Service. Natürlich können, so wie da doch am
Ausland am Moment gesieht opzufuhren, wann méi sollt beusprocht gin. Die Leute kriegen eng kleine Aufhäierung, eng Grundausbildung für dat ze machen und dann ass der den Service den wie gesagt, rund meist Inspektion sanitär wird drehen iwwer die nächste Wochen am Main. Voilà, dann hat schon ein Freund und den Herr Professor Nerbas. Ja, Herr Professor Nerbas, es gibt eine Frage von Agence France Presse, die gefragt hat, wie die praktische Organisation dieser großflächigen Tests ablaufen würde. Können Sie dazu Erklärungen geben? Also die Logistik für diese Tests ist natürlich eine Herausforderung. Wir sind in der Lage, 20.000 Tests pro Tag durchzuführen, indem wir zunächst mal dafür sorgen, dass die Kapazität der quantitativen PCR-Analyse dargestellt werden kann. Des Weiteren werden wir Teststationen aufbauen, in denen, das wird sich hauptsächlich um Drive-Thru handeln, in denen vielen Stellen im Land eben die Leute diese Tests accessibel werden. Also ich denke, dass von der Durchführung her die Anzahl der Tests, die Anzahl der Teststationen, das so ist, dass es durchaus machbar ist. Wichtig ist hier, dass diese Tests sensitiv genug sind, um tatsächlich auch die asymptomatisch Positiven zu identifizieren. Das war vielleicht vorher nicht der Fall, das ist jetzt ein großer Unterschied. Und es liegt daran, dass wir durch diese Tests dann die Anzahlen so reduzieren können, wie wir das ansonsten nur tun könnten, wenn wir warten würden. Eine Frage von RTL. Herr Nerbas, sind schon erste Resultate der Convince-Studie verfügbar? Und was geht aus diesen hervor? Wie viele Personen haben schon Antikörper? Ja. Also die Convince, wir sind sehr zufrieden mit der Convince-Studie. Also die Rekrutierung der Kohorte hat sehr gut funktioniert. Das war für 2 Wochen geplant und ich denke, der Hauptteil der Rekrutierung war letzten Freitag abgeschlossen. Das ist eine repräsentative Studie. Wir sind jetzt dabei, dafür zu sorgen, dass tatsächlich alle Bevölkerungsteile repräsentativ vorhanden sind. Da werden noch einige Tests nachgefahren. Die quantitativen PCR-Tests sind vollzogen worden, die bei unseren Kollegen der LNS. Die serologischen Tests werden gerade durchgeführt, auch von den Kollegen an der LNS. Und das wird bis Ende der Woche geschehen sein. Wir wissen, dass die Studie gut funktioniert hat, jetzt zu diesem Zeitpunkt allerdings schon Aussagen zu machen, bevor die Analysen völlig abgeschlossen sind. Da wäre ich vorsichtig und verweise dann Ende der Woche auf den Kollegen Professor Krüger, der sich da an Sie wenden wird. Okay, das Tageblatt fragt nach, ob Sie noch nicht genug Studienteilnehmer haben für die Convince-Studie und falls doch, wie viele Probanden nehmen momentan bereits an der Studie teil? Ja, also die Studie, wie gesagt, wir haben alle Studienteilnehmer, die wir uns erwünscht haben. Das ging relativ flott von der Logistik, die Kollegen vom IBBL, die Kollegen von der LNS. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit. Das heißt also, wir haben die Gesamtkohorte von 1580, glaube ich, waren es. Das ist bereits geschehen. Wir wissen, dass bei einer Bevölkerungsgruppe eine Unterrepräsentation besteht. Da wollen wir sehr korrekt sein und da wurden noch einige Leute jetzt eingeladen. Aber by and large, diese Studie ist komplett unterwegs, so wie geplant. Reporter fragt nach, wo Sie das Personal hernehmen, um diese großflächigen Tests zu nehmen, durchzuführen mit den 17 Testzentren. Ja, also das ist eine logistische Herausforderung und natürlich das LIH, wir haben das Mandat bekommen, bei der Organisation dieser Sache zu helfen. Wir als LIH sind weder in der Lage, die Tests selbst durchzuführen, das können wir nicht, wir haben auch kein Mandat, wir sind auch keine Logistiker und deswegen ist es wichtig, nachdem das Mandat von der Regierung gekommen ist am letzten Freitag, sehr zügig die privaten Partner jetzt auch dann unter Vertrag zu nehmen, die das darstellen können. Wir haben das natürlich uns angeschaut und es gibt Logistikpartner,
die eben auch das Personal mit zur Verfügung stellen können. Und das beinhaltet auch medizinisch geschultes Personal, das ja für die Probenentnahme benötigt würde. Es gibt dann noch eine letzte Frage von RTL. Es gibt 200.000 Grenzgänger, die täglich ins Land kommen. Sollen die auch in der flächendeckenden Teststrategie mit einbezogen werden? Also ich denke, es ist sehr wichtig, dass die Menschen, die sich in Luxemburg bewegen, getestet werden. Weil egal, wo sie herkommen, ich denke, wenn man als Seropositiver in der Bevölkerung sich bewegt, kann man sehr schnell zu einem sehr dynamischen Infektionsgeschehen beitragen. Wir wissen, dass auch in den Nachbarländern vielleicht die Situation noch nicht so positiv ist wie in Luxemburg. Die Luxemburger Bevölkerung hat sich ja sehr strikt an diese Vorgaben gehalten. In einigen der Nachbarländern sind die RT-Werte wesentlich höher, sodass man sich vorstellen kann, dass da auch mehr asymptomatisch Positive ins Land kommen würden. Und ja, also ich denke, von meiner Warte aus wäre es wichtig, dass auch diese Arbeitnehmer oder Menschen, die sich in Luxemburg bewegen, mitgetestet werden können. Vielleicht noch eine allerletzte Frage dann von Lützeburger Land, bevor wir die Pressekonferenz abschließen. Professor Nerbas, wie steht die Forschung zur Frage der Transparenz, also die Zusammensetzung der Taskforces und der Forschernamen zu nennen, zum Beispiel die Gutachten, die Analysen an Rohdaten für die große Öffentlichkeit und für andere Forschungsteilnehmer zugänglich zu machen? Wie stehen Sie Also ich denke, dass die Teilnehmer in dieser Taskforce, das sind 13 Work Packages mit jeweils den Work Package Leaders oder den Arbeitsgruppenleitern und Koordinationsgruppen, die dazugehören, sehr gerne auch bekannt machen, dass sie dazu beigetragen haben. Und wir machen das sehr gerne bekannt. Ich bin der Sprecher, aber ich bin beileibe nicht die Person, die das alles erdacht und erarbeitet hat. Deswegen ist es auch in meinem Interesse, diese Namen sehr schnell in den Vordergrund zu bringen. Wir haben eine Webpage, in der das alles ersichtlich gemacht werden kann. Verschiedene von diesen Kurven, die von der Regierung in Auftrag gegeben werden, das ist in der Diskretion der Regierung, diese dann auch zu veröffentlichen. Aber ich denke, die Methodik, die dahinter liegt, das kann und das sollte auch veröffentlicht werden und kritisch hinterfragt werden können. Vielen Dank. Danke.